Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats. Heute probiere ich die Sache mal ein bisschen anders anzupacken. An meinem Weg mit den Podcasten, die ich am Moment gemacht habe, wo ich probiere, ganze Kopfthemen anzuschwätzen, entweder um die Globalthemen, die Spiritualität, die Esoterik und auch Tätentum betrifft, aber auf der anderen Seite kritische Themen für die Leute auch als Felder, besonders den esoterischen und den spirituellen Aspekt, wie ein Hai gelieft wird, zu weisen und noch ein bisschen Kritik zu weisen, besonders für die Leute, die mit dem, was im Moment auch spirituell auflebt, nicht wirklich eins gehen. Stelle ich doch fest, dass es einzelne Themen gehen, schon so kleine Büchelchen, wo ich die Themen dran notieren, und da stelle ich mir die Frage, ist das noch schon der richtige Zeitpunkt, das ein Thema abzubringen, par rapport zu dem, was spirituell bei uns im Moment los ist, beziehungsweise par rapport zu dem, wo die Leute im Moment an der New Age Esoterik, an der New Age Spiritualität in der Weg sind, an die da probieren, irgendwo dazwischen etwas zu finden, was mehr so mal spirituell logisch ist. Und immer wenn ich mal ein bisschen die Frage stelle, dann entweder gehen so Möglichkeiten, entweder kriege ich kein Feedback vom Universum, oder ich kriege ein absolutes Feedback vom Universum, dass man sieht, ja, das ist die richtige Zeit. Auch von der Lo ganz grob nicht mit dem Thema können aufhängen, beziehungsweise ganz grob Leute das Thema vielleicht ganz anders betrachten und auch noch nicht bereit sind, ihren Blick ein bisschen zu ändern und ein bisschen mehr kritisch mit dem umzugehen, was sie da draußen angeboten kriegen. Keine darf sehen, dass das hier der richtige Moment ist. Und dafür probieren ich mal da rauszuholen, was es geht. Und zwar oder auf meinem Forum, auf meiner Gruppe, in vorgestellt, die ich persönlich extrem wichtig fand. Und ich greife da mal gerne ein bisschen ab. Lass mal da mal gucken, dass wir das wegkriegen. Und zwar auf die Frage gestellt von wegen, also es ging so darum, dass im Moment an der spirituellen Szene, dass davon geschwärzt wird, dass es schwer Zeiten sind, dass es nicht einfach wird, Fried Leben zu finden, dass es schwer wird. Und jetzt stellt sich die Frage, hat das mit äußeren Ideen zu stellen oder also mit äußeren Sachen, wie die Geschichte mit der Pandemie, mit dem Krieg und so fort und so weiter. Oder inwiefern das ganz aber auch spirituell in sich die Frage kann stellen, dass schon eigentlich die Fried sozusagen an uns dran soll sein. Ja, wie in die Sache betrachten kann. Es ist schon zwar auf der Dinge an der Gruppe schon teilweise geantwortet, aber ich werde das Thema noch ein Tick mehr weit feiern, auch wenn es den Tick mehr weit nicht an dem heute Podcast wird abbringen. Aber ich will gerne klar machen, wie groß das Thema ist, was da angesprochen wird. Aus von der Person ist von der Person auch ein Merci, ich soll okay nehmen, weil ich nicht weiß, ob sie das gerne will. Genau gesehen stößt sie damit an eine spirituelle was benutzt. An der Punkt in der Geschichte ist, was geschieht da. Ich habe dann auch gesagt, von wegen, dass man nicht soll vergessen, dass wir hier in einer Gesellschaft leben, die trotzdem extrem christlich getüncht ist, und dass man nur je, wenn es nicht mit dem System, das Leben ist kein Ponyhof, lebt, dann sind wir falsch. Das heißt, wir müssen leiden, für das wir hier nur, dass wir können wissen. Das heißt, ich von den ersten Glaubenssätzen nicht dabei mal auf den Weg kriegen, das war schon komplett religiös gucken. In Schweiz deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen und dein Brot essen. Das war so weit gegangen, dass wo Christen an Afrika angefallen sind, da go de Volk, die hatten Beem und die hatten immer zu essen, und sind denen Karima die Beem wasch geholt, für das sie müssen schwer schaffen, viermal genug Nahrung zu kriegen, auch für nicht zu hindern. So Leute, ja, schon mal dumm hat nicht zu dienen, ja, mehr an unserem Innerbewusstsein ist da aber noch ganz viel dran, die manche Leute machen auf den Gebiet erschert, aber also ein bisschen Dinge, da testet sich generationelle Sachen, die wirklich abzuschaffen sind. Den Aspekt von wegen, dass all die Sachen wertvoll sind, an einem anderen sind wertvoll wie eben der Spaß und so, als an der Neospiritualität ein extrem großes Thema und ein extrem gefährliches Thema. Und das wird verschiedene Gründe. Das heißt,
auch do ha ja den die Seel mat den mechte Narben, die am mechte Glieden huet, dat das die schönste Seel so. Also ob ersteigt, dat kann nimmen dann. An den Paten, die man darunter laufen hun, die kann ich schon nie. Du hast ja nie in der Pate sieht, wow, du war gut Laune und ich konnte mich doch von der Usch schlüsseln. Nee, es spüren der Leiden. Mama ehrt für mich auch noch. Also wir sehen nicht mehr einfach bei der Mutter Erde an einem mütterlichen, an all seinen Ideen. Nee, das ist Mama. Also wir sind nur beim Baby angekommen, mit der Babyspruch sind wir da angekommen. Auf jeden Recht ist es, ja, mehr leiden, weil sie leid an die meisten haben irgendwo einen Punkt, dass irgendetwas an dem Sinn wertneutral lebt. Das heißt, es gibt einen schönen Ausdruck, das Problem Universum ist nicht, dass das Universum ungerecht ist, sondern dass es gleichgültig ist. Und das ist der Punkt. Das heißt, wir holen gleichgültig am Sinn ab, dass dem Universum, dem ist egal, was wir machen, aber es geht darum, dass es gleichgültig ist. Das heißt, alles ist eine Energie, alles sind Schwingungen. Das ganze Universum guckt die Sache wertneutral, am mehr Sinne, die Sache jugieren. Was dabei so schlimm und so schrecklich ist, dass man einfach spirituelle Leute schwätzen, die eigentlich wissen, was energetisch auflebt und die nicht mitkriegen, dass sie den Leute draußen brauchen, für das sie können etwas machen, für die Welt zu retten, für die Leute zu retten, für Mat zu leiden, und da machten sie so, wenn ich leiden, da kann ich mich weiterentwickeln, dort leider fest. Das heißt, sie brauchen das Leben draußen. Energetisch gesehen erschaffen sie die Realität matt. Das heißt, Responsabilität ist eine Geschichte für sich. Ne? Also besonders, wenn es so hoch schwingend NRW ist, dass in die Sache überblickt, dann müssen sie einen eigenen Teil sein und Teil von der Responsabilität merken. Interessant dabei auch zu dem, was gesagt wird, von wegen, müsste mir dann nicht gucken, als Fried an uns selber zu finden. Ja, mir das so schwer, wenn alles rundherum leid. Wie soll ich doch Fried empfangen? Nee, geht alles von uns raus. Wir erschaffen als Realität selber. Und da beginne ich der Person, die Frage gestellt hat, absolut recht. Weil er bedeutet nämlich in anderem, stellt euch mal vor, wir gehen wirklich alle Guten darunter schaffen, für wirklich an die Richtung von der Friede zu gehen. Das ist nicht weg vom Leiden, weil dann haben wir für Leiden fest, weil wir brauchen nicht für einen Punkt zu haben, ein Point de Repère, für zu gucken, wovon wir fort wollen, mehr als wirklich feststellen, was ist dann überhaupt etwas, was Friede möchte, was Zufriedenheit ist, wo Begeisterung dran ist, all den Dingen von wegen, für was haben wir damals so ein Problem, für das zu erschaffen. Und das tut einen Grund, auf den werde ich aber allerdings an einem anderen Podcast angehen, was der zweite Grund ist. Das heißt, wie ich schon erklärt habe, wir haben also das Problem, dass die Leute, das ganze Gruppe Leute von denen, die wirklich neospirituell unterwegs sind, effektiv den Besoin haben, für das sie können an ihrer Realität leben können. Und was ich dabei extrem erschreckend fand, und das war schon dem, was ich schon ein paar Mal angeschaut habe, an der Zeit von Corona, das heißt, wir gehen hin, wir leiden mit der Situation von Corona, für das wir als an dem Leiden einen Wert erkennen, als einen Wert beifantasieren. Aber die Leute, die wirklich dran leiden, die Matten, von wegen, die können da vor die gehen, am Sinn von, ja, wenn nicht Leute nicht begriffen wird, dass man scheißegal, was mit dem geschieht, also dann einmal am Sinn von, ja, ist schon noch genug gelitten. Also irgendwie ist da keine Logik dahinter. Die Leute sind eigentlich an sich selber komplett an Inkongruenz. Aber für Leute, die bei uns stehen, und die einfach Sachen logisch gucken, und die probieren spirituell logisch und etwas zu kommen, die stellen fest, dass du irgendetwas nicht stimmt, und das sind die dann so frohe Stellen, die absolut wertvoll sind, auf wo sich Schiedereen, den irgendwo minimal authentisch spirituell in der WS sich die froh soll stellen, beziehungsweise vielleicht auch zu verschiedenen Antworten kommen. Wir leben an einer Gesellschaft, also auch spirituell gesehen, die interessanterweise ganz viel auf dem Dingen ist, von wegen, ja, Sachen geschehen, so ist es vor die Sorte, ganz viel schon gesagt, drüber zu steuern, das nicht mehr unsere Ruhe zu lassen, etc. Mir für das meist keine Vierstelle, was man nicht mehr in unsere Ruhe kommen lassen, braucht man du draußen das.
Aber auf der anderen Seite, wie ihr merkt, sind aber ganz viele Leute, die fanden, dass das extrem schwierig ist und dass man am Moment nicht wie Pferde springen, um die Zufriedenheit und das Glück an euch selber zu kommen. Ich meine, es werden Dostojewski, der gesagt hat, wenn du glücklich willst, das wird einfach. Punkt. Mach es nicht an Äußerlichkeiten fest. Und da bin ich eben der Fragestellerin recht, ja, das kann verbannen. Und ich will noch ein bisschen ganz Lied, das mache ich noch wie ich will, ob der Film Monsters Incorporated hinweisen, wo sie Strom mit der Angst von den Leuten gemacht haben, auch festgestellt haben, dass der Strom von der Freude viel mehr Power hat. Was machen wir also mit uns, wenn wir meinen, wir müssen an dem Leiden dranbleiben? Erstens einmal, wenn ich wirklich auf Schwingungen angehen, können wir davon ausgehen, dass wir damit nicht irgendwo schwingen. Das heißt, die Leute, die machen sich für, also just für mal zu erklären, was für ein Wahnsinn da an der Neospiritualität auflebt. Wir machen uns eine Vorstellung, dass wir hier schwingen, wir mit unserem ewigen Leiden ziehen wir die ganze Zeit noch auf, anstatt dass wir so wenig eigentlich Mist machen, seine eigene Schwingung ich möchte und dann die anderen abziehen. Nee, weil auf jeder Weise können wir auch andere Leute responsabel machen, wenn das schlecht geht. Das hat mir den auch ganz oft, wenn ein bisschen auf den Seiten NRW, also ein paar von denen wunderbar weise Sprüche gelesen hat, die Wert darauf kommen von wegen, ja, da sind wir dran, halte ich von denen Leuten, was die dich raufziehen. Challenge, schau mal, ob die kommen, dass der Moment weiter bei dir geht, wo der nähere können, für er sozusagen können, auch abzuziehen, dass das eigentlich bedeutet, dass der raufzieht, dass der vielleicht die sieht, die nicht so schwingt, wie der vielleicht meint. Von der Leute tut die euch unterstützen, für an der Strand Begeisterung zu finden, Glück zu finden, glücklich Sinn zu finden, dann kommen wir vielleicht da sage ich wohin. Da kann er sich gegenseitig helfen, an sich sozusagen gegenseitig an der Schwingung auch abschaukeln, für mal so auszudrücken. Mit den hin und her, Responsabilität nur außen, das ist schwer, aber man gibt es nicht mal irgendwo alle 5 Minuten holen, vielleicht dahinter zu sitzen und zu gucken, dass es spannend gut geht, einfach nur energetisch. Die irgendwie holen einen Dusch dafür oder die anderen machen sich gemütlichen Ofen an ihrem Gott, whatever. Andere meditieren vielleicht, mir einfach wirklich mit dem Ziel zu sagen, ich will nur am Meer die Zufriedenheit und das Glück nähren. Nicht einfach spüren, mehr es nähren. Und dann hat er eine Kraft, die du baust hin ausstrahlen kann, mit der das Leben du baust projiziert, an dem Moment eine bessere Realität schaffen kann. Also, nach ein Jahr und Fragestellerin, wann die Leute kommen und sie stellen die froh, von wegen, oder sie so, es wäre so schwierig, da stellt er ganz einfach die froh, ganz ehrlich, inwiefern die Leute überhaupt Interesse daran haben, für das es dabei besser geht. Weil sie vergleichen sich mit dem, was dabei ist. Und Chancen, dass das der Grund ist, für was sie nicht können, davon loslosen, an den Misere dabei zu brauchen. Das ist bei ganz vielen gut nicht umschirmen. Weil das die Fähigkeit, dass sie richtig Areal geben und sie schaffen, auch feststellen können, wie viel responsabel sie sind für das, wie du auch gesagt hast, wo das Glückband dran ist. An ihrer stehen heute Podcast abhalten, wo ich diesen Punkt ein bisschen so angeschwärzt habe, will ich einen ganz wichtigen Punkt anschwärzen. Nämlich, indem ich vor kurzem über den Weg gelaufen was, den ich schon lange so ein bisschen umschirmen, mir auch vor kurzem so flatsch Satz du hintergesagt kriegen, von wegen, der vielleicht der Grund ist, für was Leute nicht können. Ich stelle die Frau einfach nur mal ehrlich zu sagen, und ich werde dann am nächsten Podcast darüber angehen. Wenn ich mal all die wiederhole, von wegen, die ich gebraucht habe, glücklich, zufrieden, dankbar, ganz wichtig an meinen Namen. All die Sachen. Da gibt vielleicht in den anderen globalen so von wegen, ja, es geht darum, mehr Licht auszusenden. Und die Großfrau, die sie stellt, leitet der Grund, für was das nicht machbar ist. Vielleicht darunter, weil jeder ein anderer Idee hat, was die Licht soll sein. Ein
eine Idee hat, was die Emotion oder das Gefühl lebt aus, das Schiedfried hat Ähnliches empfindet, dass das der Grund ist, für dass du da nicht wie soll so ein geballten Fokus auf eine Sache ist, und dafür kann es nicht geballt an wirklich einer extremer Kraft ausgesandt gehen. Der Tische schauen den Podcast hier ab, mit dem Gedanken und mit der Idee, die vielleicht den anderen schockt. Also lebt es so, wie der es sich vorstellt, existiert nicht. An dem Sinn, viermal, merci für den Luisteren, schöne Mittag, schönen Abend und eine gute Nacht.